Ich auch denke, du weißt es schon. Goedemorgen, lieve vriend. Mr. John Peters hier vandaag met gedanken uit God zijn woord. We zijn helemaal in Matteaus kapitel 6. Dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hilfst dich zu ihm hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Albert en Andrea Vrij. Wo ik ook stehe, heet het leid. So, welkom to dit 15-minuten programma, Gedanken uit Gottes Woord. Met mij, Mr. John Peters. We gaan door de Matteausbrief. En we zijn helemaal in Jezus zijn Borgpredigt. Dat veelmaal hadden we zijn leer over dat vasten. En denkt aan dat 90% van wat Jezus bij de Borgpredigt aanreichen deed, dat we het gegenteil van wat ze gewend waren van de schriftgeleerden, de fariseer en de sadduceer. En zo Jezus zegt, verten, die hebben zo en zo gehoord, en zo en zo geleerd. Ik zeg aber zo. So mijn motto spreken voor die, ook voor mijzelf is, dat wat we geleerd hebben, dat darf nicht alle reich zijn. Dat is niet reich, wenn wir zijn mensen. En die wat ons het geleerd hebben, zijn mensen. En zo, wat fehlt ons? Wel, ons fehlt diep en gründlich in Gott sein Wort zu sein. Uns fehlt, dass wir gefällt sind mit den Helden Jes, wegen ohne den Helden Jes ist das Wort nicht lebendig. Er merkt das Leben nicht zu uns und in uns. Und Jesus sagt, er wird uns erreichen, er wird uns lehren. Und dann drittens eine Welligkeit zum Lehren. Ich weiß nicht alles, du weißt nicht alles. Ich kann von dir lehren und vielleicht kannst du von mir was lehren. Wir können von alles wat leren. Wir können von einem Buddha wat leren, nicht so? Wann wir auf sind zum Lehren. Und so Jesus steht hier viele Dinge über Kopf schmieden, wo seine Zuhörer würden gewarnt sein und was die gelehrt haben. So, und das alle festhalten, das viel Gute mag, aber das schlechte alle soll wir doch lassen. Das Gute alle soll wir haben. Amen to that, nicht so? Kriegst du mit das nicht. Das schlechte nie doch lassen und das Gute nie annehmen. Du hast von beides. Und so von der sagen wir bei der Lehre, Schätze im Himmel. So, warum nicht anfangen zu lesen? In Matteaus Kapitel 6 von 19 durch 24. Schätze im Himmel. Jesus sagt, du nicht für ihn selbst Schätze auf ihr Tub sammeln, wo Mord und Eiersache verfragt und die Däuv Nennbrechen stiehlt. Aber dort im Himmel Schätze Tub sammeln, wo die Motten und das Eiersache und die Däuv nicht nennbrechen und nicht stehlen und nicht verdorben. Du, wo ihn schwarz ist, du, wird ihn hart auch sein. Das Auge ist der Lohn von dem Körper. Wenn die Augen gesund sind, dann ist der ganze Körper voll Licht. Und wenn die Augen ungesund sind, dann ist der Körper voll Düsternis. Und wenn dort, wo das Licht soll sein, düster ist, wo groß ist die Düsternis. Keiner kann zwei Meister stehen, oder zwei Herren, die was einen hassen und den anderen leiden, die was die zu eingeben und zu den anderen gegen sein. Die kannst nicht Gott dein auch Geld. So wie Gottes Wort, mein Freund. So Jesus hat hier geredet von, wo wir geben sollen und aufwiesen, wo wir beten sollen, auch und aufwiesen, und wo wir fasten sollen und aufwiesen. Und dann spricht sich so, dass hier ein bisschen wegen ein frischer Thema. Und redet nu zu mir in dein Hort, wenn es kommt zu Schätze, wenn es kommt zu Habengut. Habengut, das ist dort, was eigentlich die einen. Hieser, fort dir, Kleider, Geld und so weiter. Und so Jesus sagt hier,
du nicht hier auf Erden Schätze sammeln, aber schickt das vorab. Und dann sagt er, wo wir das können tun. Er hat es in Anfangs Kapitel 6 erwähnt. Wo kannst du deine Schätze, den Habengut vorab schicken? Und wo schickst du das hin? Well, Nummer 1, du schickst das dort im Himmel. Dort im Himmel wird eine Belohnung sein, mein Freund. Weil ein Ding ist klar. Wer wahre geboren ist, der kann eingerecht ganz vorbeigehen. Jesus sagt in Johannes 3, auch in Johannes 5, dass wer am Ohren umhat, der ist das Gerecht auch vorbeigehen. So das Gerecht von der Heilige, und der wird nicht heilig sein, dort brauchst du nicht mehr durchgehen. Das ist hier auf Erden entscheiden. Der ist aber ein Gerecht für die Christen, das lesen wir in Römer. Du wollen an den Worten gerecht werden. So das, was wir tun haben als ein Christ, das wird gerecht werden. Nicht um die Strafen, aber bloß um die Belohnung. Und Römer redet von, dass du waren Menschen, die wollen eine größere Belohnung kriegen als andere. Und die wird Schätze und ihr Habengut vorab geschickt haben, dass meistens von die dort over top sammeln ist, und die kostet dort oben so zu sein. Das ist, was Jesus hier sagt. Hier auf Erden, sagt er, wird verfreten, hier auf Erden wird gestohlen, und hier auf Erden wird verrostet. Das ist ganz klar. Alles, was wir nu haben, wird werden ja wird, nicht so? So warum festhalten an Dinge? Das sind bloß Dinge. Jemand hat gesagt, dass die best nervig geboren und die warst auch nervig gestorben. Was bedeutet das? Well, das meint, dass die warst nicht mitnehmen. Einer hat kein mal in U-Haul gesehen, in einem Grabhaft fahren, nicht so? Waren sie deuten, wo dann vielleicht wundern, was du auch nicht so? Aber der Reker, der steht ganz nervig so zu sein für Gott, und die Arme auch so. Und dann wird gerecht werden, was für eine Belohnung wird das Mensch kriegen. Und das ist für die, was die Wahrheit geboren sind. Das ist ganz reich, das ist ganz fair. Du das lesen in das Buch Römer. Und nu sagt Jesus, du das vorab schicken. So das ist ganz klar. Mir fällt bei von einer reiche Frau, die wir einmal zur Kirche fahren. Und wir noch reich, aber sie wir ein bisschen Jeetzich. Vielleicht nicht ein bisschen sehr. Und wir wollen noch mal reden von Jeetz. Das ist eine sehr schlechte Sinn. Mit dem Sinn sollen wir nichts zu tun haben. Aber diese Früh, die starb. Sehr dicke Früh. Und dann ist im Himmel und der Engel, der wies den scheinen Himmel. Und dann sitzt diese große, wundervolle Häuser, wo die gebaut sein werden. Well, denkst du, so ich wie auf Erden so dick, ich glaube, wir noch ein besseres Haus haben. Kommen sie bei ein Gas und das ist ein kleines Klotje, wird offen mit Iserdroht und Duct Tape topgehauen. Sagt der Engel, hier ist deine Stadt. Na ja, man sagt die Früh, was das? Ich wie auf Erden so dick. Well, sagt der Engel, wie dann bloß mit dort bühen, was die verabschickst. So Material, dort was die verabschickst, mit dort kann wie die hier in der Haus mit Stadt bühen. Und so interessant die Geschichte, das ist nicht ganz schriftlich aus der Bibel, ich weiß nicht, aber das gut zum Überdenken. So Jesus hat gesagt, schickt das vorab. Und dann sagt er hier, was sehr interessant ist. Er redet von den Augen, das Auge ist der Lohn von dem Körper. Und wenn das Auge gesund ist, dann wird der Körper verlicht sein. Und wenn das Auge nicht gesund ist, dann wird der Körper düster sein. Dann sagt er, welche und wie sehr düster das dann ist. Weißt du, was mir das sagt? Well, wir müssen den Kontext verstehen. Jesus hat viel groß geredet von jedem. Sondern was der Jeff ist nicht Jeetzich. Amen? Sondern was der Jeff, der hat Gott sein Hort. Der hat Gott seine Einstellung von Gott hält abgeben. Gott gibt uns Sonnenschein, Gott gibt uns Regen, Gott gibt uns Habengut, unsere Nöte sind gefällt in Jesus Christus. Er hat uns sein einziges Sohn gegeben. Gott ist ein Gott von Geben. Und wer Gott sein Kind ist, der wird so sein als sein Vater, Gott. Nicht so? So dann soll wir geberig sein. So was ist das Gegenteil von Geben, oder? Das ist Jeetz. Jeetz ist einer, was Dinge toprufen hat. Die kann schienig was weggeben. Und vielleicht fährt nicht Musik selbst, was gern. Und das ist nicht von Gott, mein Freund. Das ist eine sehr, sehr schlechte Einstellung. Das ist eine harte Schale. Und ich habe gesagt, du kannst der Heilige Geist mäßig mal bei. Ein jeder Mensch muss abhören mit Jeetzich Sen, der muss anfangen loszuladen, und dann kann Gott dabei. Und das ist ab zu mir und die, als wir Jeetzich sind oder nicht. Nun redet Jesus hiervon, wenn das Auge gesund ist, so von was habe ich hier geredet? Von jedem. Okay? Er sagt, wer sein Auge auf Reichtum hat, dort Auge ist auch gesund. Wer sein Auge behalf auf andere halten, das ist ein gesundes Auge. Und
Ich habe einmal gesagt, sei mir, oder wies mir, wie du mit dem Geld umgehst, dann wird die sein, wie du bist. Und jeder Mensch, du kommst Gottmäßig mal bei. Das ist ein amakeliger Mensch. Das ist ein Mensch, der nicht will mit Typ sein. Über ein Mensch, der Geld abgeben, und geben, fließend, das ist ein Mensch, der scheint. Und ich sage, Jesus, krieg so, das Auge ist klar, das Mensch hat sein Auge auf was anderes, auf Geld, auf seine Dinge. Und wo will ich dort, wenn ich kippen, was er in Vers 24 sagt? Er sagt, keiner kann zwei Meister stehen. So, du kannst nicht Geld dein und Gott. Alright, als er dann die Arach Geld haben? Nee. Gott sagt in 5. Mose, dass er auf die Guf zum Rick worden. Aber der reiche Mensch soll keinmal vergeten, wenn Gott in 5. Mose geworden. Er sagt, wenn die schon das Lohn Kanaan tragen, und die Rick worden, und die Fahrt sein, sagt er, und die den ersten, was die nicht gesagt haben, dann pass auf, dass die nicht von mir vergeten. Der reiche Mensch, der verjagt leichter von Gott. Der reiche Mensch, der hat mehr, wo er sich abverluten kann, der braucht vielleicht nicht so sehr beten, als ein armer Mensch, nicht so? So du musst keinen Reichen verachten und keinen Armen abheben. Wenn der arme Mensch kann nicht fertig in seine Armut mutlos sein, oder even in seine Armut steckvoll sein. Weil wir ein Jas haben von geben, als wir arm sein oder reich, und dann werden wir gucken, was Gott es sehen wird. Mit geben, dann lässt die Gott seine Natur wiesen. Mit geben, dann wies die, dass die Gott sein Kind bist, wenn Gott Halt abgeben. Die Rede Jesus hier worden, die kannst nicht das Geld anbeten und Gott. Das ist entweder Gott oder das Geld. Merkt die wohl. So, vielleicht hat Gott die gesehen. Mein Gebet ist, dass er die Wort gesehen hat. Ich sehe noch, was er sagt, schaffen. Die kriegen einen Gritter sehen. Was ich würde warnen, nicht das Schaffen anbeten, nicht das Paycheck anbeten. Den Trag, das wird alle verkehren. Wenn Jesus sich kämpft, wird alle verbrennen. Du wird bloß ein Ding bleiben, das ist der Mensch mit seiner Seele, mit seinem Hort, mit seinem Charakter. Das wird bleiben. Was hat dann so ein Mensch sein, was er ihr Home hat abgeben, was nötig hat für den anderen, was er Zeit nimmt. Das ist das Ding, nicht so? Nicht bloß immer verdienen. Auf einmal sagen wir alle geworden, was hat es genutzt, was hat es geholfen, nicht so? Wann Gott die gesehen hat, ich sehe die, ich bin schafft für die, er hat mich gesehen. Und ich will immer an die Arme denken, ich will immer mehr geben, als verlangt wird. Beim Restaurant will ich einen extra Tipp lassen. Das ist Gott seine Natur, das ist Gott sein Charakter. Besonders, zum Beispiel, ich will gewöhnlich, ich will hier bloß sagen, dass es ist, gewöhnlich beim Restaurant, ich meine Früh sind uns einig, wir lassen wenigstens einen Tierabend da, für den wir uns bedient haben. Aber am Sonntag, dann dürfen wir 20. Wegen dieser Früh oder des Morgen, was uns Sonntag bedient, der schafft am Sonntag Termin, Vater gesagt, fördern, nicht so? Und warum nicht dankbar sein und in Gottes Sehen Menschen mit haben Gott. Und dann haben die ein Sehen gekriegt und die haben was zu viel. Das ist, wo Gott schaffen wird, sind nur diese Forschung noch. Und so werden wir Gott anbeten, nicht das Geld. Ich kenne mal von einer, wo sein Geld in ein Glas nicht Gefäß begruft hat. Vorher Luther jeder kicken, nu wie die ein Glas nicht Gefäß haben für ein eiserne Dachsel, nicht so. Aber eiserne Dachsel wir verrostet und verfreten. Und die Warm in der Erde hat das Geld nutzlos gemacht. Das was das Geld ist, das ist händig, das hält, aber wir das Nummer 2 haben, mein Freund. Jesus sagt hier, hol Gott Nummer 1, wenn die Kost nicht beides zu Glück. Das ist mein Wunsch von dir für dich. Sie ein Mensch, der der Halt abgeben, wenn das wo Gott ist, und wie dann Gott sozusagen aufspielen, nicht so. Gott ist sehen, mein Freund, muss Gott die wiedersehen in dieser morgenden Zeit. Wo ich auch stehe, du warst schon da.